dat man de Findel die moderne Aeroreger mat senger ganzer Infrastruktur och am Cargobereich durchstoen han, mat all segen sëllechen Erbisplatzen, doiwwer kann ma froh an höfrich sinn. Doe erseert Evaluwen vun immenser Bedeutung an sogar vun nationaler Bedeutung. Los mech fir anzufänken, dann awer per wie der soen iwwer die Wirsel an der Spitzt von eiser nationaler Fluchtgesellschaft. Nachdem de Luxe Direktor von Bislo, den Herr Adrian Nein, kurzfristig angekündigt hat, für eine Pension zu gehen, über Lommer mehr Gilfeit in hege Staatsbeamten Truder. Die geht wenigstens sein Posten von der Gestion, von der Logistik am Kader von der Covid-19-Krisenzeit ab. Der Mann hat zwar Ökonomie studiert, aber ob der Mann von der Aviation auf ein Management an der Privatwirtschaft etwas kennt, das wird sich noch müssen beweisen. An dem Kontext für seine Ernennung erlaubt man zu frohen. Jeder froh. Er hat nicht müssen eine Pension sichern, die ihr Profil hat an dem Bereich von der Aviation, vergrad an diese schwierigen Zeiten vervierdeel gewesen wäre. Ich brauche nicht zu sagen, dass der darüber behält, dass Luxemburg kompetent gefordert wird. Lo stellt sich aber die große Frage, was mit der Nomination bezweckt wird. Gibt da schon eventuell eine definitive Verstaatlichung von einer nationalen Fluchtgesellschaft an die Wege gelegt? Das von ich weiß, dass der Staat aktuell schon um ganz 60% von der Paare rundhält. Für die ist der Ballefall wichtig, dass die Regierung an dieser Frage so sehr wie möglich Pferd bekennt. Zweite Frage, die sich stellt, hätte ich müssen diese Chefposten mit einer Ausschreibung machen. An der zivile Assoziation, als wenn es der Covid-19 mit einzelnen Einschränkungen auf den Flughäfen, gerade wie an der Maschine von den jeweiligen Fluggesellschaften zu rechnen. Auch an Fliegern im Moment am Passagierbereich nach größtenteils Boden sind. Das dürfte sich wahrscheinlich nur im Juni ändern, nur der akute Phase von dieser Krise. Da dürfte noch aber auch weitere Restriktionen gelten. Und da könnte es mehr anstrengend gehen, für in der Zukunft zu fliehen, zum Beispiel durch Drohung von Mundschutzmasken, über die Wohl an einer veränderten Bestimmungen bei den Fluchtreisen. Froh als sei, gehen schon die Überlegungen an die Richtung, wie das ausgesehen an, also doch aufgeschwärzt mit anderen Ländern als Fluchtgesellschaften. Der letzte Jahr reist er, da das gewusst, und man Flieger lese sich gut durch das Weltreisen. Mehr als RDR sieht für die Weiterbestehung von der Reisfreiheit, die auch an Zeiten nur der Corona-Krise muss erhalten bleiben. Der die hält darauf, dass die Reisfreiheit muss weg der persönliche Choix bleiben. Und merci zum Schluss nach und den Herrn Serge Wilmes für das Aktualitätsstunde. Und dann hat man nach Schlusswort, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Bemerkung, die Gott sei Dank nicht umgesetzt werden, sonst hätten wir an dieser Corona-Zeit mich schlecht gestanden. Die erinnern dich, es waren die Ring, die übrigens in 2000er Jahren aus dem Findel just nach nimmer wollten regionalen City-Flughafen wollten machen. Und dabei haben wir Gott sei Dank der Approche von der Bodenkontrolle nicht an eine deutsche Firma ausgelagert, so wie das der zuständige Grängelminister François Bausch durchsetzen wollte, aber durch das Projekt, wenn es den Widerstand von den Gewerkschaften hat müssen abgehen. Die Regierungskoalition ist gut beraten, in Zukunft man auf die Grenze lauschen, also es könnte man manches schief ausgehen. Ich so nicht merci für ein Nachlauschen.